So Leute, es geht weiter, stets heiter. Zurück bei Pokémon Legends Je. Ich hoffe heute ein bisschen flüssiger als letzten Folgen, aber ich glaube, so wird es eher weniger. Ja, also am PC noch gestartet, aber wie gesagt, ne, der ist jetzt 11 Jahre alt und macht hin und wieder schon ein bisschen Spirenzchen und ja, neuer Rechner ist in Anschaffung, keine Sorge. Ich bin noch in finalen Anpassung, sag ich jetzt mal. Man muss ja auch alles irgendwie erstmal richtig aussuchen und so, muss ja auch alles gefallen, komponentenbasiert und so, ne, dass alles einander passt und für die nächsten 10 Jahre hoffentlich wieder erhält, oder zumindest mindestens 5 Jahre. Wenn ihr nur noch in die Grafikkarte austauschen müsst, und mehr eigentlich nicht. Und dann die ganze Installation und so, das wird sowieso ein Spaß, aber ja. Das soll uns jetzt auch nicht kümmern. Im Gegenteil, wir haben hier mit Fnexis noch viel zu tun. Naja, nicht ganz, ne? Wir hatten viel zu tun. Nexus, unser neues Mega-Nexus, ne? Wir haben aktuell ja 3 Megapo im Team. Zumindest auch 3 Starter. Finde sowieso eine interessante Kombination, ne? Yoto, Kalos und Kanto. Könnte mal irgendwo auch wieder einem anderen Legenden-Spiel irgendwie als Starter-Trio auftreten. Wobei, nee, egal ja nicht, ne? Das hatten wir jetzt schon. Und für Nexus, vielleicht aber ja weniger, wir werden sehen. Dahinter für 3 Pokémon, die andere Items haben, ne? Goblins, Schwarzgott, Schlaubrille. Ja, nicht unbedingt die besten Items, aber wie gesagt, wir sind in der Story drin und so. Und wie wir bessere Kampf-Items kaufen können, naja. So, wie sieht es eigentlich hier aus, ne? Was ist eigentlich los? Ja, gerne. Denn ich bin very confused. In diesem Strategie-Meeting besprechen, wie wir mit dem Kurose-Clan umgehen und wie wir auf ihre Forderungen reagieren. Sollen wir nicht erstmal über die Schulden von Sita sprechen? Ich stimme jetzt zu, aber wir haben keine Ahnung, wo sie steckt. Früher oder später kommen sie garantiert wieder. Eher früher als später, ne? Oh, ihr habt gerade ein Meeting? Wir haben noch gar nichts von Vincent gehört. Sita! Warum leistet ihr Geld? Wegen dir müssen wir jetzt umsonst arbeiten. Oh, damit habe ich einen Werbespot für das Hotel finanziert. Außerdem haben wir nur eine ganz kleine Summe geliehen. Warum der ganze Stress? Irgendwie gefällt mir diese Story gerade nicht. Wohin führt das? Weil sie 1 Million Poké-Dollar Zinsen verlangen. Was? Doch extra gecheckt, als ich mir das Geld geliehen habe. Warte, was? Da steht was über die Zinsen im Kleingedruckten. Es ist wirklich Kleingedruckt. Ich kann das gar nicht so richtig nachfühlen. Also jetzt nicht im Sinn, dass ich jetzt auch direkt schon abgezockt wurde. Aber dass ich halt irgendwie, ja auch halt IRL, ne, also Real-Life-mäßig ein paar Dinge noch zum Abklären habe und so. Auch bezüglich Altersvorsorge, ja. Bin leider schon im Alter, wo man das auch schon machen muss. Oder hätte längst machen sollen, besser gesagt. Und da weißt du auch nicht so recht, ne. Machst du jetzt dies und machst du was anderes oder so. Machst du das, was eben viele andere gemacht haben, quasi Standardverträge. Machst du was anderes mit ein bisschen mehr Risiko, aber bist halt nicht so sicher, wie es mit den Konditionen aussieht. Was steht im Kleingedruckten? Ist alles Fachchinesisch und so, bla 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 und ja. Sieht er halt da jetzt ein bisschen reingefallen, ne? Gut, wenn du das Kleingedruckte nicht liest, ist es ganz doof. Oh, das ist Vincent. Wovon redest du? Du sollst dich um die geliehene Summe kümmern, während wir die Zinsen für dich abarbeiten müssen. Ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte. Dabei wollte ich nur helfen. Ah, es tut mir so leid. Okay, noch ein Diskussionspunkt für unser Strategie-Meeting. Ich frage mich gerade, ob eigentlich der andere Typ, also quasi ihr Konterpart, ob der auch so drauf ist. Weil wir hatten ja die Auswahl, wollten wir als Junge oder als Mädchen spielen. Dann hätten wir das Mädchen gewählt, oder weibliche Auswahl getroffen. Dann wäre jetzt Sita halt kein Mädchen, sondern halt ein Junge, ne? Da frage ich mich halt, wie denn der so drauf wäre. So ein Rosa. Das ist ein Flunkiefer. Tenatura zu tun. Was ist das schon wieder? Was ist das? Die Entwicklung vom, diesen, nein, ich glaube, der Muschel oder Korallenviech. So ein Ampharos. Oh, Mega-Ampharos. Stimmt, Megastein dafür fehlt ja auch noch, ne? Da haben wir schon von Anfang an vermisst. Klar, ich wollte Megasteine haben. Mega Ampharos habe ich auch ab und zu online in Rank Metal gesehen.
Das ist nicht allzu häufig tatsächlich. Andererseits natürlich Elektro-Drache eine gute Coverage, ne? Irgendwie vieles tatsächlich. So. Okay, jetzt meldet sich wieder OBS und sagt, alles zu langsam und so. Mach gefällig langsamer. Das ist eigentlich relativ lang gehalten, ne? Fast 5 Minuten lang. Das ist im Haus weniger das Problem. Naja. Also, da haben wir die Megamanie-Dinger. Genau, dann haben wir der neue Side-Quest. Ah, lecker mir am Arsch, ey. Und 115, ne? Ach, Apollo und Lavita endlich mal. Sehr gut, sehr gut. Ja, komm, ist was. Dann gehen wir mal kurz hier hoch. Und gucken mal, was wir dort für eins haben. Oh, Sidequest, ne? Ich denke, 1, 2 Sidequests dürfen in der Folge noch drin liegen. Ja, die Megamanie-Viecher, ne? Da muss ich das Team noch ein bisschen anpassen. Ja, da wird Meganie, einfach durchwaschen. Sorry, aber vor allem mit Meganie, das Vieh müsste ja Wasser-Gestein sein, auch wenn es Mega ist. Aber trotzdem, das machen Handumdrehen platt. Flunkiefer könnte eklig werden, das müsste ja Stahlfee sein. Und auch bei Stahlfee, ja gut, doch Phönexis, also mit Feuer. Viel Feuer, Boden, Stahllabor wäre eine Option. Aber in Stahl, ne, also Stahlboden als Cover-Typ. Ampharos, ja, da muss auch wieder ein Boden-Pokémon ran. Ich sage, ich habe da Stahllabor, ne? Wenn es nachher zum Drachen wird. Ja. Gehen wir mit Feenattacken rein. Meganie wäre eine Option. Also Meganie und Stahllabor. Oh, hallo Biberak, na, wie geht's? So. Was ist los hier? Oh, Corrosio-Clan. Ja, was geht so, Flachzange? Was hat denn der für ein Problem? Er ist ein persönlicher Hololift. Es gibt halt schon schräge Typen. Ein unreines Stück Toxin, ne? Unrat-Tytox. Ja. So. Entschuldigung, musste kurz der Wechsel sein. Roselia. Oh. Flunkiefer, ja. War eine gute Vorbereitung, ne? Bitte vielmals um Entschuldigung. Eine Rüpe. Ach ja, die guten alten Rüpe, ne? Der bösen Teams. Finger weg von meinem Hololift. Also eine Rückkehr, sag ich jetzt mal, von den wirklich so bösen Typen, also bösen Teams auch, wie Team Rocket und so, wäre schon cool. Also der Baum, ich dachte gerade, was ist hinter mir los? Sicher irgendwo noch ein Gegengift? Nein, Kuhmilch. Doch, vielleicht auch, aber... Ich könnte so FM, wisst ihr was, ich mach mal ein paar Items hier. Ich habe genug, also... Ne, die muss er nicht mehr bringen. Ja, und so... Nicht mehr so viel, ne?
weiß gar nicht mehr, wann sich FIM überhaupt entwickelt. Ich weiß, ich habe so viele Sonderbonbons, kann ich ruhig mal eins geben. So schnell doch nicht. Orkan. Natürlich besser Luftschnitt. Eine höhere Aufladung, aber gar nicht mal so viel, ne? Das ist so ungewohnt, du nicht mehr darauf achten musst, ob irgendwie die Attacke schneller trifft. Also ja, nicht schneller trifft, sondern wegen der Genauigkeit und so. Und darauf gar nicht mehr achten musst. Das ist ganz anderes. Okay, jetzt auch Orkan. So, Chinesen, Hitzewelle, Blutsauger, wenn du später noch ausgetauscht oder was anderes, das ist klar. So. Nur Fenster hier oben, ja, natürlich. Orkan sieht übel aus. Da wäre noch eine Schraube. Schraube locker. Da ist ein Eisblock. Soll er vielleicht auch noch betätigen, ne? Ich möchte da rüber und da. Was ist denn das? Das ist ein Trainer mit der Resadero. Ah, Mann, falsche Knopfschilder. Physik, ne? Ich setze den Feuertag auf einen Eisblock ein, draußen steht eine Eisbrücke. Muss nicht verstehen. Nochmal viele Vögel, ne? So kommen wir dahin. Die Däne! So, läuft. Es läuft, Freunde, es läuft. Also da hinten auch alles. Wie gesagt, auch hier nach wie vor kein Shiny zu finden. Nicht mal irgendwelche zufällige, ne? Ich meine, ich bin jetzt explizit auf der Suche oder versuche irgendwie einen Shiny zu triggern, aber ja gar nichts erscheint oder zu hören ist, das ist schon belastend für mich. Aber ja, Shiny so nicht, wir waren noch nie gute Freunde. Es wollten nie was von mir haben. Oder wissen. Ach, echt noch nie? Ein einsames Fenster? War doch hier schon mal, oder nicht? Das kommt mir irgendwie so bekannt vor. Aber auf der anderen Seite war eigentlich hier sogar Lavik auf dem Dach irgendwo. Das ist nicht hier? Guck mal an. Bei blaue Blüten haben wir, glaube ich, schon, ne? Da hinten ist Lavita übrigens. Nein! Och, das kann doch einfach nicht wahr sein. Oh, ja, diesen scheiß Flug richtig gemacht. Das ist ja richtig belastend. Naja, scheiß drauf. So, irgendwo hier, da unten, ne? In die Richtung. Mais Samen, was ist damit?
Also. Sie quäken nur in der Gegend rum und macht nichts damit. Achtung, hier wird jetzt gedreht. Alle aus dem Weg, bitte. Oh, ist ein Mega-Ring. Was war da? Weg vom Sinne sitzen. Beut. In seinen Spitzensinn sein Beute gnadenlos anfällt. Ein Kaniwanha. Das ist mir zu gefährlich. Ich kann so einen Dreh zur Verfügung stellen. Ja, ein Kaniwanha schon, aber halt kein Tuhaido und kein Tuhaido nicht, ne? Hab ich eins? Weiß gar nicht mehr. Ja. Oh nein, das ist es, das Kaniwanha. Ah, Hilfe! Kakani. Schnitt! Das wird nicht, wenn es nicht wild auf euch losstürmt. Die Wanderer sind sehr scheu und furchtbar, wenn sie allein nicht Teil eines Schwarms sind. Okay, ist mir auch neu. Was? Merkwürdiger Typ. Merkwürdige Quest. Aber so ist das Spiel, ne? Komm, was kann man Entwicklerstack mal. Ne, hätten wir theoretisch auch schon mal ein Mega Tuhaido von einem Mega Pokédex, ne? Ja, ich frage mich sowieso, womit kann so ein Tuhaido eigentlich schlitzen? Im Flossen eigentlich am ehesten, ne? Aber ist halt irgendwie so untypisch. Gut, dann da was du nach oben. Hallo Tuhaido, die hatten wir es gerade schon. Wenn eh so lief, der kaputt ist. Dann läuft alles wieder. Das ist mehr Schmackes gefragt. Wenn beim Verhalten der Attacken eines Pokémon einer Attacke ein gezacktes Symbol sieht, handelt es sich dabei um eine physische Attacke. Wow, wir sind irgendwie bei Folge 42. Fast schon beim Late Game. Das ist übertrieben, klar. Aber vielleicht auch schon mal beim Abschluss des Spiels. Und jetzt kommen wir mit dem Unterschied zwischen physischen und speziellen Attacken. Ja, ist kein Problem. Was? Die reparieren im Dojo immer so ihre Elektrogeräte. Ah, das erklärt einiges. Muskelband. Moment. Versteckt physische Attacken ein wenig. Ja, es ist zwar nur ein wenig, aber das Problem ist, das, was ich ihm vorgegeben hatte, der Schwarzgurt versteckt nur Kampfattacken. Und jetzt werden halt all seine Attacken verstärkt. Gut, es sind nur 3, ne? Ist der Schwerttanz noch dabei, aber trotzdem. Ja, noch nie, ne? Da unten ist wieder ein Kanimani. Kanimani sage ich schon, Lavita, Entschuldigung. Das ist nämlich hier oben aber unmöglich, ne? Dreh dich mal um, Kumpel.
Lavita! Die Fangchance eigentlich eher schlecht war, ne? Gestein Boden, später Gestein Unlicht. Ist auch eine interessante Kombi für ein Team. Oder ist noch ein TM. Man holen könnte. Ja, ne? Wenn ich nicht wieder hoch, wenn ich jetzt da runter gehe. Nee. Kann man theoretisch. Wobei kann ich versuchen rüberzukommen, ne? Dann würde es halt theoretisch gehen. Punktkämpfe in Restaurants. Oh, wie kann man da rüber hin? Von da runterfallen lassen, ne? Vielleicht. Ah, warte mal. Kommen wir so hoch. Okay. Problem erkannt. Gefahr gebannt. Problem gebannt, naja. Ist ja auch egal. Also, so ein fetter Mega... Oder, ja, Mega Splitter. Dingsbums. Ah, ist leider schon, ne? Aber die doch nicht. Das sind die Orangen. Moment. War's jetzt das? Jo! Wir haben alle 5. Alle 5 verschiedene Farben Flower Base, oh Gott sei Dank, hey. Aber die normal fangen, weil, ja, warum? Genau, weil natürlich die Fluets und dann deren Entwicklung nochmal in allen Farben brauchen. Oh Gottes Willen, ey. Gut, der macht dann sowieso offscreen. Da könnte man sowas sicher sein. Ein paar Voltegaria dahin. Naja, vorher erstmal, ne? Gut, dann hätten wir noch ein Blatt. Ja, komm, ich sag schon mal auf der Suche bin. Hier oben offenbar alles sind am Fluet, Entschuldigung. Am Fluet, das haben wir aber schon. Oh, also der ganze Leine hier, ne? Da geht ja nichts. Da ist das Elite-Fluet, da war ich aber schon mal. Nicht Fluet, sondern, ihr wisst schon. Hä? Oh, ich bin zu weit, scheiße. Team war da hinten. Ups. Von da nochmal rüber. Nein! Oh! Hätte aber reichen können. Der beruhigt euch da oben. Oh, jetzt bin ich nachher hier. Offenbar kann oder will er sich nicht beruhigen, ne? Nee, so kommen wir da nicht hoch. Das geht so nicht. Okay. Einen anderen Weg nehmen. So. Das sind wir wieder. Wir machen eigentlich nur da hoch und dann rüber, ne? Ach, das ist so kompliziert schon wieder. Naja.
Stromstoß. Warum auch nicht? Ja, muss hinkommen, ne? Sehr schön. Spezialtraining war gar nicht. Dann, wenn da hinten noch eine Sidequest, dann glaube ich, haben wir es mal, ne? Vorerst. Jetzt gehen wir davon aus, dass es entweder ein schnelles Ding ist, Sidequest, oder eine, wo ich ein bisschen mehr Aufwand betreiben muss. Wenn wir sowieso ein anderes Mal abschließen. Oh, Psyana. Kann ich so dahin oder eher weniger? Oh! Der Golf-Shop. Noch ein Haarschnitt. Anderen Tagen sind noch Schlitzer. Dann sie ein paar Tricks abschauen können. Rasierblatt also, ne? Ja, das sollten wir hinkriegen. So. Da muss man Megane mal die Attacken verwalten. Da ist ja ein Rasierblatt noch drauf, ne? Jo. Sichlo! Loa. Mehr Frisuren für Golfwaff, okay. Golfwaff, Fellpflege für Fortgeschrittene. Ja, bis jetzt sieht es so aus, als würden die Golfwaffe ihre Frisuren behalten, ja, wenn sie in der Box sind. Und da ist jetzt halt die Frage. Ich gucke einfach mal, ne? Was er für Haarschnitte hat. Herzchenschnitt, Kavalierschnitt, Sattelform, Damenschnitt, Fräuleinschnitt, Diamantenschnitt. Das sind schon mehr, ne? Okay. Ach ja, Golfer und alle seine Formen, ne? Ich meine, theoretisch, wenn es nur um den Pokédex geht, noch ohne Living Dex und so, kann ich es einfach mal so machen, ne? Dann mal alle schnell noch durchgehen, das heißt, der Damenschnitt fehlt noch, und ich glaube, der Fräuleinschnitt noch, ne? Das heißt, pro Sidequest, sage ich jetzt mal, habe ich 3 Stück zur Auswahl. Beziehungsweise kriege ich halt 3 zur Auswahl, ne? Ich muss es so formulieren. Ich weiß aber echt nicht mehr, wie viele Schnitte es überhaupt insgesamt waren, also wie viele Frisuren es gibt. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 jetzt, aber ich weiß sicher noch von, es müsste noch so einen ägyptischen Stil geben, also eine Kaiserform, glaube ich, gibt es noch. Da war ja auch Pokémon Home und so irgendwie nach einem Golfwaff gesucht hat, ne, da war immer an erster Stelle. Also wenn es darum ging, ein seltenes Pokémon zu tauschen, so wegen, hey, ich gebe dir, keine Ahnung, ich gebe dir ein mystisches Pokémon wie Zerua, aber ich hätte dafür gerne einen Golfwaff mit eben dem seltensten Schnitt überhaupt. Und das, ja, wie kriegst du das überhaupt, ne? Weil die konntest du nicht von Kalos, sprich von XY, transferieren auf Pokémon Home, weil dann haben sie ihren Haarschnitt ja verloren. Das heißt, du musst die Formen eigentlich in Pokémon Go fangen. Ein Pokémon Go ist es so, dass, glaube auch bei Golfwaff war es so, dass die nur in bestimmten Regionen vorkamen, mit neuen Frisuren, also war es sowieso auf verlorenen Posten, was das betraf. Naja, das ist gar nicht sehr so selten, ne? Und jetzt haben wir Pokémon Legends, yay, jetzt ist alles für den Arsch, wenn man so will. So, apropos Arsch, ne? Wir haben von uns Corasio-Clans. Das. Also das ist Hauptquest, genau, Entschuldigung. Ja, das sind die beiden. Ich würde zwar theoretisch statt dem hier eher den hier nehmen. Nächstes Mal vor allem. Wir fahren vor Flabebe. Was ist schon mit Kamerupt? So, gucken. 62. Ja, wir sind gut dabei, ne?
Ich glaube, die farbenfrohe Flamme können wir auch mal noch machen. Was haben wir alle? Ne. Das ist eine gute Idee. Das heißt, nächste Folge erstmal das. Dann holen wir uns Mega Mani-Pokémon. Was vor allem mit Megani machen werden. Viel mehr wird da gar nicht einsetzen müssen. Also, Megani macht das schon. Vielleicht noch eine zweite Pflanzenattacke wäre nicht schlecht. Ich meine, das Vieh. Da werden wir natürlich jetzt nicht einen Zauberschein brauchen. Angriff, Spezialangriff momentan noch relativ gut ausgeglichen. Vielleicht sogar ein Solarstrahl eine Option. Ich bleibe bei. Na gut, Rasierblatt sowieso. Im Moment mal. Moment, muss ich austauschen. Gigasauger, ne? Aber wenn Gigasauger aber Synthesen ist, das heißt, ihr könnt wirklich noch auf einen anderen Move gehen, der halt ordentlich Schaden reinkloppt. Also ein Arschstrahl kam. Trotzdem Reflekt zum Blocken, Gigasauger zum Schwächen und gleichzeitig aber auch selber heilen und Solarstrahl zum Finishen. Ich glaube, das sind geile Moves. Damit kriege ich das Vieh. Ja. Machen wir so, Freunde, ne? Sagen wir mal an der Stelle danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei dem Käuferaufschnitt oder so ungefähr. Nein, natürlich bei Pokémon Legends EA mit der längst überfälligen Sidequest plus eben Mega Mani und dann vielleicht die nächste Mega Mani angehen oder wir gehen dann, ich glaube die Sidequest hier oben sparen wir noch für ein anderes Mal. Oder wir gehen nochmal in Zone 15, ne, und gucken uns da an, was es noch so gibt. Vielleicht noch ein, zwei Lavitas mehr fangen, Alpolo natürlich noch und weitere coole Pokémon. Bis dahin, ciao zusammen.